Am Starnberger See in Tutzing liegt Herings Wirtschaft. Hier lässt man es sich gut gehen mit bayerischem Essen und Trinken. In der Küche ist Traditionspflege noch etwas Selbstverständliches. Alle beherrschen ihr Handwerk, sind fleißig und trotzdem geht der Spaß nie verloren. Fritz Hering, der Chef, ist für Leib und Seele verantwortlich. Hier weiß man zu leben. Und wieder ist er unterwegs auf der Suche nach fremdländischen Küchen. Diesmal in Nürnberg. Dort gibt es ein russisches Lokal. Betrieben wird es von der russlanddeutschen Elena Losing. Heute geht es um Schweinefleisch. Auf Bayerisch. Jetzt machen wir das zu, das Tier. Fleischmesser, oder? Und Russisch. Da kann Fritz noch was lernen. So. Nein, Streifen. So. Das schmeckt aber gut, gell? So leicht. Nein, kein Geschmack. Was? Nee, Elena, hast du ein Dirndl? Wie bitte? Ob du ein Dirndl hast? Was ist das? Nürnberg. Gar nicht weit vom Lokal entfernt lebt Familie Losing. Mit den Großeltern sind Elena und ihr Mann 1990 aus Tadschikistan nach Deutschland gekommen. Heute ist Sonntag, Familientag. Das soll schmecken. Viktor ist Elenas Mann. So mache ich meine Kohle an. Das ist mein Feuerzeug. Irina, die Tochter, hilft immer mit. Und Viktor hat alles im Griff. Russisches Schaschlik essen wir und Wodka trinken wir zusammen. Selbst Schwiegersohn Andreas packt mit an. Zusammenhalt ist hier ganz selbstverständlich. Ebenso wie das gemeinsame Feiern. Elenas und Viktors Liebe begann in Russland. Dann bin ich in die Stadt gekommen, gesehen sie, geheiratet. Er war reich. Das mir gefallen. Ins Kino gehen, etwas mehr haben. Er hat ein Haus gekauft auf unserer Straße. Wir waren Nachbarn. Und damals Kinder zusammen gespielt und so. Und dann mehr kennengelernt. Und dann haben wir Kind bekommen. Zurück zu Fritz auf seiner Entdeckungsreise. In Nürnberg, mitten in Mittelfranken, gibt es seit einigen Jahren ein ganz besonderes Lokal. Hier wird original russisch gekocht. Fritz hat davon gehört und sich mit der Chefin Elena verabredet. Im Saphir, ihrem Lokal, möchte er sie jetzt treffen. Hallo, grüß Gott. Hallo. Ja, Fritz Hering, grüß euch. Hallo Helena. Hallo. Grüße Sie. Freut mich Hallo. sehr. Das ist doch schön bei Ihnen da. Hallo, grüß euch. Hallo. Viktor. Ja. Wir haben schon telefoniert mit zwei, gell? Ja, genau. Das ist ein tolles Lokal. Das ist wunderschön. Ja, Helena, dann machen wir beide heute so eine bayerische-russische Koproduktion. Ne, vom Schwein, mit Schweinefleisch, oder? Genau. Haben wir am Telefon Ja, gesagt, gell? genau. Aha. Sie machen, wie heißt das? Was Ich das? mache heute Saphirtopchen, das ist russisch. wie heißt das? Saphirtopchen. Das ist, wird so rund ist. Saphirtopf. Ein Topf. Saphirtopf. Aha, Gut. Da haben Sie also die Sachen schon alle drauf, was es bei euch so Ja, gibt, oder? hier ist Wo doch. ist das? Ja, Ist das jetzt also typisch russisch, dass man das so präsentiert? das mache ich auf dem Tisch. Ja. Aha. Ich mache eine gefüllte Schweinebrust, also Schweinebauch, das ist eine bayerische Spezialität. Ne, das zeige ich Ihnen dann, das ist sicher mal interessant. Aber hier in Bayern kennt das ja jeder. Aha. Und dann Gurkensalat dazu. Und da hinten sitzen schon Das ist Gäste. unsere Gell? Eltern, ja. Aha. Aha, von Ihnen? Oder? Ja, wollen Sie begrüßen? Ja, gerne, freilich. Lauter russische Nippels da. Das ist unser Vater. Grüß Das Gott. sitzt. Grüß Gott, freut mich sehr. Ja. Gut, da Priutri. Das ist unsere Mutter. Freut mich. Das ist unser Freund Alexander Thomas. Alexander, freue mich sehr. ist Das ist so eine richtig gemütliche russische Bauernstumm. Ja, so kleine Zimmer, ja. Ja, weil bei uns gibt es in Bayern so die Bauernstumm, da wo alle beieinander sitzen. Und das ist ja so eine russische Bauernstumm. Das ist, ja, da habt ihr alles so Helme da vom, Ja, Mütze, vom Bergbau, oder? alles vom Flohmarkt. Ja. Aber alles Flohmarkt. Russische Flohmarkt. Ja, ein kleines Flohmarkt. Also, wir greifen dann an, oder Elena? Ja, Und die müssen heute auch was Bayerisches essen. genau. Und wir etwas Russisches. Ja, auf alle Fälle. Gell? So machen wir es. Also, Ja. bis später.
Fritz fühlt sich jetzt schon wohl. In der Küche liegt bereits das Schweinefleisch parat. Elena hat ein Stück Halsgrat. Das ist immer so, das ist die Ausgangsposition. Und weißt du, bei uns zum Beispiel ist es so, also Schweinebraten macht man mir aus der Schulter. Also mit Schwarte. Ne? Für mich habe ich mir dann einen Bauch mitgenommen. Schau her. Ein Schweinebauch, das ist also fast ähnlich. Weil das Schöne ist ja das bei uns, dass wir ähnliche Sachen haben oder gleiche Sachen haben. Und jetzt machst das du auf Russisch und ich mach's auf Bayerisch. Dann fangen wir an. Ja. Also, was machst du genau? Wie heißt das deine? Das ist Saphirstopchen. Saphir? Ja. Und wie geht das in kurzen Zügen? Was musst du da machen? Das Wie fangst du erste an? brate ich Fleisch. Das bratst du vor? Ja, und dann kommt Zwiebel. Okay, Und dann kommt frische Pilzen. gut. Hast du da so Kräuter oder Gewürze oder was du nimmst? Klar, das kommt Gewürze. Was nimmst du da für Kräuter her? Das ist geheim. Also das sagst du jetzt nicht. Fangen wir an. Also ich mache jetzt meine Fülle und wir passen aber aufeinander auf. Dann erkläre ich dir was, verstehst du? Du erklärst mir was. Oder? Ja. Also gut. So, Dann mache jetzt ich meine Fülle, dann mache ich Butter und Zwiebeln rein. Was hast du da für ein Messer? Das habe ich noch nicht gesehen. das ist ganz bequem. Was ist das? Ein Plastikmesser? Für Fleisch. Nein, das ist nicht. Sag mal her. Ah, das schau her. Achso, das ist jetzt nur so Kulinario. Das ist ein japanisches, oder? Aha, da schau her, da lernt man, was man da alles dazu lernt. Da. Aber das ist doch richtige Fleischmesser, oder? Du, ich habe das noch nie gesehen. Das ist für mich total neu. Ja, willst du probieren Aber, vielleicht? ja, aber das schaut irgendwie nicht schlecht aus. das ist ganz auch- bequem. Wie was machst du die Stücke dann? Das kleine Stück jetzt schneide ich. Hä? So? Gleich mal. Nein, Streifen. So. Und dann. Also da arbeitest du nur mit dem Messer, da, oder? Für Fleisch schon. Für Fleisch schon. Für Gemüse mit dem anderen. So, mache ich mein Knädelbrot. Elena, von wo kommst du? Von Russland? Ich komme aus Tadschikistan. Das ist heißt. Tadschikistan? Ja. Stadt heißt Duschanbe. Aha. Ist das eine große Stadt, oder? Nein, eigentlich nicht. Und wie bist du eigentlich dann nach Deutschland gekommen? War das Zufall, oder? Nein, wir sind mit Eltern gekommen von Viktor. Ah ja. Alle Verwandte schon da und dann wir sind auch Aha. ausgereist. Aber dir gefällt es da in Nürnberg, oder? Schon. Wir sind gekommen in 90. Jahren. Damals bei uns war Krieg im Stadt. Das Ja, und jetzt, ist, richtiger Krieg war, ja. Ja. Nach dem Zerfall der Sowjetunion ging es den wenigen Deutschstämmigen in Tadschikistan besonders schlecht, auch Elena. Ich habe gesehen, dass keine Zukunft in Russland ist. Für meine Kinder und für Familie und so. Weil die Einheimischen wurden immer gieriger und deswegen. Und war keine Arbeit und im Geschäft ist nichts und fast Leute alle verhungern. Man, du gehst immer etwas einkaufen. Dass es keine Zukunft war. Zurück in Elenas Küche. Das Fleisch für ihr Saphirtöpfchen ist geschnitten. Willst du das erst nachwürzen dann, oder? Nur danach, Ach, nur danach. Also machst du das erst einmal so. Aha, gut. weil das ist, klebt alles Ah ja, klar. mit Gewürzen. Erst anbraten und danach am Ende. Anbraten, und was tust du da rein, da die Zucchini da, oder was? Nein, das ist von unserem Garten. Im Moment kommt noch mal Fleisch dazu. Und was machst du mit Brot? Ja, ich mache da also praktisch, das ist so ähnlich wie Semmelknödel, verstehst du? Und da habe ich jetzt hier die Zwiebeln angeschwitzt. Da kommt jetzt noch eine Milch dazu. Aha. Milch in die Zwiebeln. So, dann werden wir das leicht würzen, da, die Sachen. Dann Was habe ich nimmst hier du? Pfeffer, Salz, Petersilie, gehackte Petersilie nehme ich hier. Aha. Dann habe ich hier noch ein bisschen Muskat. Jetzt mache ich hier dann die heiße Milch rein. Milch, Zwiebel. Ein bisschen Butter ist da drin. Tun wir dann da drüber, damit es ein richtig schöner Knädelteig wird. Ja. So, mit Fleisch bin ich jetzt fertig. Okay. Und habt ihr schon von Anfang an das Lokal gehabt hier? Also wie ihr gekommen seid? Nein. War das aus einer Not heraus? Oder wolltest du immer schon gerne kochen? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Nicht. Aber habt ihr dann irgendwie Geld verdienen müssen oder so, oder? Ja, muss man verdienen, ja. Eben, ja, ist schon klar.
Das Und dann ist, Viktor immer wollte das haben. Achso, dein Mann wollte schon ein Lokal. Eigentlich hatte Elena genug Arbeit zu Hause. Die Großeltern und 3 Kinder mussten versorgt werden. Viktor hat gearbeitet. Bevor von 15 Jahren Viktor wollte, dass es eine Disco machen. Das ist Leute über 30 Jahre. Nehme ich meine Musiker, bringe ich Leute Eintritt und sie tanzen. Habe einmal, zweimal bei Stadt, jede Stadt Pegnitz gefahren, Augsburg gefahren, überall. Und dann habe ich gesagt, ja, dann mache ich ein Restaurant auf und habe keinen Koch. Das war ein Problem. Und dann haben wir einen Koch bestellt aus Russland. Und hat er mir gesagt, wie muss man das richtig machen, mit Warmes und danach mit Kaltes. Ein Koch gekommen und hat mir alles richtig gezeigt. Für eine wirklich gute Köchin reicht das aber längst noch nicht. Ich habe schon gemerkt, wenn ich koche mit Seele, dann passt ganz genau. Aber wenn es so einfach und ist, etwas stimmt nicht. Na, es kommt vom Herzen. Ich bin Besitzer, einkaufe und Putzmann in die Küche und alles in meiner Hand. Die ersten Jahre war Ja, stressig. und- Man gewöhnt sich an alles. Also. Aber wir hatten trotzdem eine sehr schöne Zeit. Alle zufrieden immer. Ja. Mit dem Essen und mit dem alles. Zum Glück haben damals alle mitgeholfen. Der Erfolg kam und heute geht es der Familie gut. Ortswechsel. Auch Fritz ist fleißig. Da schau her, das ist jetzt mein Knädelteig, Elena, schau. Jetzt mit Eier drin. Probier mal. Kannst du ein bisschen probieren? Ein bisschen schärfer. Von mir noch ein bisschen Salz, oder? Und dann ein bisschen Salz rein. Okay, mach da rein, weil ich habe gerade ein bisschen Muskat auch noch. Weißt du was von Muskat? Eigentlich, ich kenne überhaupt nicht diese Gewürze, Muskat. Weil ich benutze nicht. Du benutzt nicht. Okay, dann tue ich noch mehr rein, dann merkst du das. Majoran, magst du Majoran? Moran schon. Mhm. Okay, dann tun wir da rein. Ist ungewöhnlich, oder, für dich? Hä? Ich weiß nicht, was noch schmeckt das. Ja, das ist eine Muskatnuss, das ist ein ganzer. Also ich finde es ein schönes eigenes Gewürz, ich mag es gern. Kommt aus dem Indischen Ozean. Muskatnuss. Und das fühlst du? Und das tue ich jetzt hier rein. Weißt du, da habe ich jetzt hier, schau, das ist der Schweinebauch, da heißt das ist eine Tasche reingeschnitten. Ne? Das ist so reingeschnitten. Und da muss ich jetzt das reinmachen. Kannst du mir das einmal schnell so halten? Weil dann geht es nämlich leichter. Das musst du da reinbringen, das Ganze. Du hörst auch von der Stimme. Obwohl ich esse nicht so viel Salz. Aber Hä? für mich war es zu wenig, ja. Ja, das ist ja okay. Ich meine, wir müssen es ja miteinander essen. Und wer das also richtig reingestopft, weißt du? Schau her. Elena, ich danke dir. Bitte, bitte. Ich Kann man danke schon dir. drauflegen? Ja, das kannst du, ja. Das muss ich jetzt dann dazu nehmen. Jetzt muss ich mir erst einmal die Hände waschen. Was denn du, ein Waschbecken? Ah, da drüben, okay. Fritz fühlt sich neben Elena schon so daheim, dass ihm eine Idee kommt zur bayerischen Erweiterung des russischen Lokals. Also wenn du irgendwann mal Lust hast, dann kannst du jetzt auch mal eine gefüllte Kalbsbrust oder Schweinsbrust auf dein Kalte nehmen, ja? Wenn du das jetzt weißt, wie das geht. So. Soll ich dir auch was helfen oder geht's bei dir? Nein, nein, es geht. Okay. Kein Problem. So. So, jetzt geht's wieder in die Schneiderrichtung. Jetzt muss man nämlich nähen, verstehst du? Ganz klar, eigentlich wollte Fritz Chirurg werden. Jetzt muss ich das zunähen und dann einbinden. Aha. Ich habe schon gesehen, dass es manche mit Zahnstocher machen. Mit was? Mit Zahnstocher. Mit Zahnstocher, ja. Aber das geht nur bei Rouladen oder sowas. Weißt du, wenn du so kleinere Sachen hast, da ist okay, da geht's. Aber bei so einem riesen Drum, da haut das nicht so hin. Wie gesagt, das ist vielleicht gar nicht so einfach, wenn man leicht kurzsichtig ist. So, aber jetzt habe ich doch den Scheiß, da schau her, Wahnsinn. Ich bin ja wirklich nicht gerade der große Näher. Ja, aber ich mache es auch nicht so oft. Aber bei dem Ding da muss man es machen. So, so. Dann nehmen wir das zu, das Tier. Und dann, weil sonst geht alles außer beim Braten, weißt du? Das nächste Loch da, so da. Okay. Das ist halt das Schöne in der bayerischen Küche, da ist alles vertreten bei uns. Da wird genäht. Warte mal, so.
vielleicht Hilfe? Ja? Nein, jetzt hab ich schon. Jetzt pass auf. Im Nähen. Ja, da, was da unten? Jetzt warte mal. Da ein bisschen nachschieben da. Bayerisches Kraftkochen. Für die Russin Elena vollkommen neu. Warum nimmst du so dicke Faden? Hä? Faden. Ja, damit er nicht reißt. Hm? Das kann man doch ein bisschen dünner sein, oder? Ja, kann jetzt auch dünner sein, aber jetzt habe ich den dicken genommen. Erstens, mir hat er mir ganz gut gefallen von der Farbe her. Ach so. Dann habe ich mir gedacht, damit wir ein bisschen Eindruck machen. Jetzt haben wir zugenäht. Jetzt pass auf, jetzt Oder tun wir- ist schon? Ja. Das ist schon. Jetzt nehmen wir da vorne. Das da so rumwickeln. Da, das, jetzt muss ich noch mal ein bisschen nachgeben. Jetzt pass auf. Ein bisschen Material brauche ich noch. Sollt ihr helfen? Nein, jetzt habe ich schon. Passt schon. Jetzt pass auf. Du kannst aber zuschauen und kannst mich dann dafür loben, wenn du es machst. So. Das tun wir jetzt daher. Das da rum. Und das da rum. So, dann machen wir richtiges Backerl nach Russland. Verstehst du das? Über einen Paketdienst ist das ja. Ja. So. Weil wichtig ist schon, dass nichts rausläuft dann. Ne? Ich bin jetzt zwar nicht gerade der Megakünstler von dem Ganzen, aber ja, das habe ich mal irgendwann einmal in der Lehre gelernt. Aber das ist schon eine Zeit lang her, verstehst? Deswegen muss ich mich jetzt da ein bisschen mehr konzentrieren. Dann schneide ich das aber ab da rum. Darf ich dich da was fragen? Ja, Warum schneidest du nicht diese Stempel raus? das mache ich dann schon noch, einen Stempel. Den habe ich jetzt vergessen vor lauter Reden. Und was machst du dann? Kurz anbraten? Dann brate ich es an. Ja? Ja, damit es eine gescheite Sauce gibt. Wenn ich es habe. Jetzt warte. Den ganzen Braten jetzt einmal sauber fesseln. So, was willst du noch haben? Den Stempel weg, hast du gesagt. Ja, den machen wir weg. Also gut. Das schaut nicht Ich so weiß gut nicht, aus. ich habe gehört, dass es muss man rausschneiden. Ob das stimmt? Ja, das ist halt, das schaut nicht so toll aus. Das schneiden wir raus und fertig. Da hast du leichter, du darfst bloß ein paar Schwammerl schnitzen. Hä? Das kommt zum Serviertöpfchen. Dann habe ich da noch ein bisschen Knoblauch. Das man drauf macht, das gibt dann auch eine schöne Kruste. Willst du Pinsel vielleicht, oder? Ja, kann man mit dem Pinsel auch machen, aber mit dem Löffel, ja. Ja, wie du willst. Schau mal, aber- der Pinsel ist. Ach so, du bist das da genauer als Hausfrau. Ja, Pinsel kannst du machen. Ein bisschen aufpinseln da. Genau. Also Knoblauch, das ist in eurer Küche, kommt das auch gut vor, oder? Gesunder. Ja, ist auch gesund, stimmt schon. Gesunder. Ja. Haben wir russische, bayerische Zusammenarbeit mit zwei, oder? Dann tue ich das dabei darüber. So, Elena, wie weit bist du jetzt? Der Fleisch, das brutzelt da vor sich hin. Ist schon fast fertig. Fertig. Jetzt kommt Zwiebel rein. Zwiebeln machst du rein, okay? Ist schon weg. Aha, gut. Braten wir weiter. Das erste kurz anbraten Okay. und dann kommt Pilze. Bloß du machst jetzt keine Farbe, gell? Also, Doch, das kommt nachher mit Gewürze. Fritz ist wirklich neugierig. und hast du von zu Hause auch mal kochen gelernt, so von der Mutter oder so? Meine Mutter war Köchin. Ah, die war Köchin. Das ist natürlich gar nicht schlecht. Ja klar, und jede russische Hausfrau muss auch gut kochen können, eigentlich. Die bayerischen, ja, jede, aber die können es auch alle gut. Die guten Hausfrauen können alle gut kochen. Ja, ich habe gehört, du warst auch in Moskau Ich war auch in Moskau. und hast du für unsere frühe Präsidenten gekocht. Habe ich auch mal gemacht. Das ist aber schon ewig lange her. Das ist schon für Brezhnev noch. Ja, da war ich ein Lehrling. Ja. Und was hast du bei Brezhnev gekocht? Etwas Deutsches, oder? Nein, das war so, das war damals ein Staatsbesuch. Da war der deutsche Präsident, damals der Scheel, der war auf Staatsbesuch beim Brezhnev. Und als Gastgeschenk hat der praktisch ein deutsches Buffet mitgebracht. Also da hat man dann ein Buffet aufgebaut. Also mit deutschen Sachen. So war das. Und ja, damals war noch Gromyko da, habe ich noch Gromyko gesehen und so weiter. Und ich war damals noch ein ganz kleines Köchlein ganz hinten am Eck halt. Ne? Aber das war interessant. Ja. Ich mag die Russen. Weißt du, die liegen mir so von der Mentalität her. Ich mag das, weil die sind gemütlich. Die Russen und die Bayern haben schon viel Ähnlichkeit. So, jetzt deins sind wir soweit fertig. Und jetzt komme ich mit meinem. Jetzt pass auf. Jetzt tue ich meine Soße machen, weil ich dich gefragt habe nach der Farbe. Jetzt siehst du gleich, wie meine Farbe ausschaut. Elena, jetzt musst du mir auch zuschauen. Pass auf. Also jetzt habe ich da Mürper, schau. Das ist jetzt Gemüse. Auch Zwiebeln. Zwiebeln, dann nehme ich jetzt hier her, Karotten, ein bisschen Knoblauch, der ist eingelegt. Und jetzt, weil ich dich gefragt habe wegen der Farbe, dann nehme ich jetzt getrocknete Steinpilze her. Weil wenn nämlich die jetzt ein bisschen Flüssigkeit kriegen,
dann werden die logischerweise dunkelbraun. Ne? Da brauche ich noch mal einen Löffel. Dann ist dieser Tomatenmark, das kommt auch rein. Das gibt jetzt auch eine Farbe. Verstehst du? Dann würze jetzt ich im Vergleich zu dir, ich würze gleich. Ne? Nicht viel, aber ein bisschen. Wieder Salz, Pfeffer, ne? Majoran, eine Kümmel. Und jetzt mache ich da, wie man das schon sagt, ein Soßenbett. Weißt du? Das tue ich jetzt alles schön miteinander verrühren hier. Dann gießt man es noch mit Bier ab, weißt du? Dann gibt es schon eine gescheite Sauce. So, schau her. Das werden wir jetzt ein bisschen anbraten dahinter. Und dann, wenn das ein bisschen Farbe hat, dann kommt das Backerl da oben drauf. Siehst du, Pilze jetzt im eigenen Saft. Genau. Jetzt kann man schon Wasser rein. Dann kommen die Gewürze schon. Was hast du da? Das ist Zucker, Zucker, das da rein. das ist gemischte Gewürze. Was hast du, Paprika oder was? Was? Das ist alles. Aber was du kochst, der ist schon ganz schön scharf, weil du schon ein bisschen an Power hast du drin. Von den Gewürzen her, gell? Du magst schon ein wenig kräftig haben. Okay, Elena, schau, jetzt gehe ich da mal kurz rüber. Ich möchte mal daher, dann will ich es dir zeigen. Genau. So, jetzt habe ich das leicht angehen lassen hier, die ganzen Sachen da. So, das ist jetzt praktisch mein Soßenbett. So, dann tue ich jetzt den Schweinebauch drauf. So, das heißt dann drauf da. So, und den tue ich jetzt ins Rohr. Du hast ja zum Glück einen super Ofen hier, der ist ja fantastisch. Ne? Das ist ein richtiger Profi-Ofen da. Da wird nämlich schon gekocht in der Küche, das sieht man. Passiert schon was bei euch. Das ist, passt. Ja, das passt. Ja, passt. Der geht nicht so weit auf. Das passt. Den lasse ich jetzt drin, so in einer halben Stunde. Weißt, mache ich dann mit dunklem Bier drüber, dann gibt es noch mehr Farbe. Da gibt es also richtig schöne Bratensoße. Und dann dazu einen Gurkensalat. Und dann habe ich meins soweit fertig, weißt. Und du musst jetzt deine Kartoffeln machen, oder? Ja, ich muss Kartoffeln jetzt braten. Machst du, also ist das wie Pommes frites, oder? Ja, das ist kurz anbraten und das kommt im rein im Töpfchen. Aha. Wie heißt das auf Russisch, was du da machst? Die Kartoffeln. Geschnittene Kartoffeln. Der russische Name? Kartoschka. Ah, Kartoschka. Einfach nur Kartoschka. Ja, siehst du? Das wird so Aha. Und dann kommen die angebraten in den... im Töpfchen. Und dann ist praktisch fertig, oder? Und dann kurz kommt rein im Backofen Aha. mit Käseschmelzen. Ach so, das kommt dann drauf. Ohne Deckel, oder? Ohne Deckel, ja. Ohne Deckel und dann zum Servieren machst du einen Deckel drauf. Ja, schau her. So, Sehr schön. so. Also riechen tut sehr gut. Ja, ist ein guter Geruch. Daheim im eigenen Garten. Hier bauen Elena und Viktor Gemüse und Kräuter an. Alles, was sie frisch für ihre Küche brauchen. Das spart Geld und außerdem wird jedes Stück mit großer Liebe umsorgt. Meine beste Gurke. Jeden Tag schaue ich auf sie. Ja. Jedes Mal mache ich sie runter, dass sie wachsen immer richtig runter und lang. Solche. Wir machen Sauersee. Ein Topfen. Eintopfen und richtig wie zu Hause. Nicht vom Geschäft sauer, aber 2 Tage dann essen wir. Im Restaurant alle und fragen, von wo hast du solche gute Gurke? Von Haus. Wir machen ganz anderes als Deutsche. Ohne Essig. Ja. Das ist Покажи einfach, свои kommt листы. Salz, Pfeffer und dann Meerrettich und Dill. Das ist so einfach. Haben wir auch Meerrettich da? Ja, nach 2. Tag kann man schon essen. Der russische Garten von Elena und Viktor hat aber noch mehr zu bieten. Früchte mit besonderen Kräften. Wenn du mit deinen Händen machst, deine Seele ist dort. Ja, aber egal, Deutsche, Afrikaner, das spielt keine Rolle. Aber wenn du mit Seele machst, ist sehr gut. Meine ich. Deine Seele in deinem Teller liegt. Leute freuen sich. Sie sagen, wenn ich esse bei dir im Restaurant, morgen kann ich gut aufwachen, bin ich nicht krank.
Woher die Gurken stammen, die Fritz jetzt verarbeitet, weiß man nicht. Aber auch sie bekommen eine besondere Behandlung. Dann machen wir ein ganz spezielles Dressing dazu. Das kommt mit Joghurt. Mit Joghurt, ja. Mit Joghurt, aha. Kannst du, wenn du willst, das Joghurt da auf die Schüssel machen? Da rein. Ja? Und dass es wie aussieht wie Tzatziki, ja? Oder? Nein, nix. Tzatziki, das ist ja Einfach da rein. Ja, bitte, da rein. Da rein. Dann kannst du eine Zitrone reinpressen, dann zeige ich dir, wie das geht. Vorher allerdings macht Elena mit einem Arbeitsgerät von Fritz Bekanntschaft. Und jetzt drücken und da rein. Genau, das sagst du. Ganz praktisch schon. Ja, weißt du, nimm doch keinen Essig her. Das ist mir sauer. Schau mal, das ist so komisch, Loch ist unten. Hä? Aber Saft ist da. Ja, das ist eine ganz komische Presse, die was. Aber die habe ich schon immer, verstehst du, ich bin schon gewohnt, das Ding. Ja. Das schaut schon ein bisschen ramponiert aus, aber die funktioniert noch. Dann präsentiert Fritz etwas Ungewöhnliches. Also ein Orangensenf heißt das. Und machst du selber oder das ist? Das ist fertig. Fertig? Das ist aber Orangenschale karamellisiert und ein bisschen Senf drin. Warte, ich gebe dir was. Musst du mal probieren. Das ist nur so. Das nehme ich für einen Gurkensalat gerne her. Du könntest jetzt auch ein bisschen Orangenmarmelade hernehmen. Verstehst du? Das ist das. So scharf? Ja, musst du mir das dann ein bisschen. Orangensenf. Das musst du mir halt assistieren, weil du bist nämlich schneller fertig wie ich. Schau her, ein bisschen Salz, Pfeffer rein. Ein bisschen Salz, Pfeffer rein. Dann mache ich noch schnell ein bisschen einen Kerbel. Schnell ein bisschen einen Kerbel hacken. Was hast du denn? Kerbel, kennst du das? Gartenkräuter, wächst bei uns überall. Nein, das kenne ich nicht. Kennst du nicht? Nein. Das ist bei uns also mit so das Gängigste. Also Petersilie, Schnittlauch, Kerbel. Petersilien ist schon, aber Ja, Kerbel? das schmeckt aber gut, gell? So leicht. Nein, kein Geschmack. Was? Das schmeckt wie Anis. Kennst du Anis auch nicht? Anisplatzel. Anis, das ist Anis, ja. Ja, das ist aber so ähnlich. Das ist schon wie nach Pfefferminz so etwas. Ja, gut. Oder? Pfefferminz. Anis. Ja, das ist manchmal im Pfefferminzgürtel drin, das stimmt. Aber das ist jetzt so Kerbel, viele machen jetzt einen Dill rein, aber das findet sie ziemlich abgedroschen. Gurkensalat mit Dill, weißt, das macht ja jeder. Und nachdem wir heute schon mal so ein bisschen speziellere Küche haben, machen wir heute das mit Kerbel. Das Würzkraut Kerbel ist eines von Fritzens Lieblingskräutern. Zu Recht. Es ist nicht nur wohlschmeckend, sondern auch gesund. Vor allem, weil es viel Eisen und Magnesium enthält. Wie jeden Tag kommt Irina, um ihrer Mutter zu helfen. Hallo, Grüß dich. Irina. Irina, freue ich mich. Ja, hallo, mein Kleiner. Du bist die Kleine, oder? Von der Mama. Die mittlere. Die mittlere. Wir sind da beim Gurkensalat, schau her. Magst du mitmachen? Ja, wenn ich helfen kann. Ja, schau her. Dann kannst du gleich hochstricken. Genau. Und dann eine mit der Hand. Dann tue ich. Einfach, ja, oder mit dem Löffel. Du musst richtig schön. Pass auf, dass du nicht anspritzt. Aber Kerbel kennst du schon, oder? Kennst du auch nicht? Wo bist denn du geboren? Schon in Deutschland, oder? Nee, in Tadschikistan. Ach so, da bist du Mit 5 Jahren hergekommen. mit 5 Jahren hergekommen. Und die Sprache in Tadschikistan, ist das Russisch, oder? Ja, wir haben Russisch gesprochen und Ja, so ist die es. Großeltern eher Deutsch, aber Aha. Da habe ich heute eine Riesenhilfe mit euch, das sage ich dir, das ist ja wunderbar. Wir haben ja heute Co-Produktion, verstehst du? Sehr gut. Das ist ja anders, oder? Gell? Ist nicht so sauer, ist ein bisschen fruchtiger. Also warte, bevor du weitermachst, mach ich noch schnell mein Bier rein. Eine Sekunde, nicht, dass ich das noch vergiss. Da kommt jetzt noch ein halbe Bier, am besten ein dunkles. Ja, genau, du musst Ein das. dunkles von der besten, ich darf jetzt keine Werbung machen, aber von einer guten bayerischen Brauerei. Oh. Willst du doch reinschütten, oder? Ja, ich will reinschütten. Ein bisschen weiter raus, geht's da? Ein bisschen weiter raus? So, okay. Jetzt zischt es richtig da. Auch wie schön. Gell? Toll, Riecht auch gut. toll. Magst du Bier? Ich mag schon Bier, ja, freilich. Ja. Du auch? Nicht? Was trinkst du dann so zum Essen? Oder? Ein Glas Wein oder Sekt, Ja, aber Bier mag ich nicht. Ich Bier weiß magst du nicht nicht. warum. Ist das jetzt in Russland auch nicht so verbreitet, dass man Bier trinkt, bei den Männern so? Doch, ist Hä? schon.
Die trinken schon, aber du machst das halt nicht so. Ich mag nicht. Du trinkst ein Bier, oder? Auch nicht. Ich trinke auch nicht. Was? Gar nichts. Gar nichts. Kein Immer- Alkohol. Überhaupt kein Alkohol, ja? Das ist nicht blöd. Hast immer einen klaren Kopf, verstehst du? Das ist nicht verkehrt. Während Irina und Fritz sich näher kommen, hat Elena die Kartoffeln frittiert. Jetzt fülle ich meine Topfe rein mit Kartoffeln. Und da zeig mal her, wir schauen, das sind richtige Pommes, Mann, oder? Mhm. Hast du das gesalzen auch schon, oder? Schon gesalzen. Mhm. Gut. Ja, Dann sind fast fertig. gut. Und die tust jetzt rein in dein Töpfchen. Diese Töpfchen sind traditionelle Gefäße aus Tadschikistan. So, der Salat hast du super gemacht, den kannst du dabei schon draußen hinstellen, oder? Und dann, Elena hat schon mal die Töpfchen mit den Kartoffeln gefüllt. So, so, und jetzt bei dem Eintopf da, das schaut ja schon ganz gut aus, dass die Pommes dann. Sag mal, aber ihr habt so also in meinen Augen jetzt also ein eigenartiges Geschirr und eine eigenartige Deko eigentlich auch. Weißt du, so, wie zum Beispiel blaue Tischdecken da draußen oder erst die Zöpfchen. Ist das jetzt so diese russische Seele, die was ihr da habt? Ist das einfach eine eigene, wie soll man sagen, ein eigener Geschmack? Ja. Oder ein eigenes. Wir sind halt eben ausgefallen, also die russische Küche, ne? Also, den kannst du schon mit Mayonnaise. Und isst man jetzt da raus mit dem Löffel aus dem Ding? ja, also man tut sich dann in den Teller rein. Also praktisch wird das Töpfchen da wird so hingestellt, oder? Auf dem Tisch. Ja, stellen und dann mit Löffel kannst du vom Topf essen Und da raus jetzt. oder kannst du auf die Teller rein. Also die meisten tun in den Teller rein, ne? Separat. So. Und wie macht das Ja. ihr so, wenn du das isst? Ja, wir auch. Also, und dann nimmst du den Schöpfer und kleiner und dann lässt du es in den Teller rein. Oder schützt du das rein? Wir machen es mit dem Löffel dann. Aha, Weil es wird ja noch überbacken mit Käse. Isst du das selber auch ab und zu? Ja. Ja, magst du das? Auf jeden Fall ist sie geübt in der Herstellung des Saphirtöpfchens. Jetzt noch Käse auf die Mayonnaise. Fritz denkt aber gerade an etwas anderes. Du willst jetzt mit Kleidung, ist es das für dich zum Beispiel, wenn du jetzt auf ein Volksfest gehst, normal, dass du ein Dirndl anziehst oder Ich wie? hatte noch nie eins an. Noch nicht? Nee. Aber zum Beispiel so russische Folklore-Kleidung, die hast du schon, oder? Ja, wir sind halt immer elegant, also immer festlich gekleidet. Und das ja. ziehst du gerne so. Ja. Aber zum Dirndl hast du noch nicht durchringen können, oder? Nee. Nicht? Also gut. Das kommt dann noch irgendwann einmal. Und Elena, hast du ein Dirndl? Wie bitte? Ob du ein Dirndl hast? Was ist das? Ja, also ein bayerische. Nein. Nein. Aber das gefällt mir. Gefällt dir schon, oder? Ja, schon. Das ist sehr schön. So, jetzt kommt rein. Und die russische Seele. Und jetzt kommt es rein beim Dirndl. So. Jetzt. Die Grillparty bei den Losings ist vorbei. Jetzt geht's zum Spielplatz, einer der sonntäglichen Höhepunkte für die Familie. Opa Johann achtet aufs Haus. Auch Laila will sich den Spaß nicht entgehen lassen. Jetzt geht's los. Endlich hat Elena Zeit, sich mit ihrem Enkel Leon zu beschäftigen. Ja, ich bin sehr glücklich mit meiner Familie. Mit Kindern zusammen sein. So. Jetzt bald die Wolke kommen, ja, Leon? Was? Wolke kommen. Sag, Wolke gehen weg. Lass ein bisschen Sonne raus. Rauslassen jetzt die Männer der Losings ihre Leidenschaft. Vater, Schwiegersohn und Enkel. Bolzen tut gut. In Russland wie in Bayern. Nur Elena ist etwas besorgt. Sie möchte, dass sich Viktor an seinem einzig freien Tag nicht so verausgabt. Sonntag für mich immer so leichter. Aber mit dem Kind ist so einfach, nicht so einfach. Muss man immer aufpassen, wo und was, Kinder. Für Elena sind ihre Enkel das größte Glück. Ihnen gilt ihre ganze Fürsorge. Willst du vielleicht großer Ball nehmen? Und spielen mit großer. Oder? Und das? Mit kleiner. Na komm. So noch schnell ein Fleischsalat. Der Schweinebauch ist auch schon fertig. So, der hat schon ein bisschen eine Farbe erwischt, der Freund, aber das macht nichts.
Dafür hat die stabile Fesselung gehalten. Das ist jetzt nicht hundertprozentig perfekt, weil normalerweise holst du hier. Wenn man wieder raus, auf alle Fälle riecht er nicht schlecht, gell? Die Soße haben wir auch schon fertig. So. Der raschelt schon richtig, gell? Ja, der ist schön durch. Toll. Der ist jetzt wunderbar. Das ist toll. Dann werden wir so servieren. So soll ich ein paar Scheiben runter machen oder lässt man so? Lässt man im Ganzen. Dann machen wir noch die Soße. Für Soße, was brauchst du? Ich tue es eigentlich nur passieren. Also, probier mal. Also, ich tue es eigentlich nur passieren. Lecker. Sollen wir ein bisschen schärfer machen? Von mir schon. Von dir schon noch. Dann nehmen wir noch ein bisschen Salz, Pfeffer rein. Und ein Gewürz noch. Dann noch ein bisschen Muskat. Und dann haben wir nämlich da eine wunderbare Sauce beieinander. Siehst du das? Da brauchen wir gar nicht mehr viel machen jetzt. Okay? Ich drücke es noch ein bisschen durch, warte. Ein bisschen reindrücken da, das ganze Spiel. Siehst du das? Das müssen wir jetzt, damit es so ein bisschen nicht ausschaut. So, gut. So. Das ist dann mein Werk. Salat auch auf die Seite. Jetzt kommt die Seiten drauf. Die russischen Saphirtöpfchen machen auch einen leckeren Eindruck. Der Käse ist reingeschmolzen da. Ich meine, ich finde, diese Näpfchen die sind ja schon gewöhnungsbedürftig. Vom Design her meine ich, weißt du, für mich. Schön, ja? Ja, also ja, die sind jetzt richtig russisch, verstehst du? Da gefällt mir eigentlich alles, aber die Dinger, die sind schon heftig. Jetzt ist meine Dinge. Das ist vom Garten. Was hast du da? Ja, Petersilie, oder? Petersilie vom Garten. Die tust das drauf, oder? Und da drauf. Und dann machst du einen Deckel drauf, oder wie? Ja, genau. Das schaut doch gut aus. Und jetzt kommt noch Löffel dazu. Also auf alle Fälle würde ich sagen, haben wir jetzt ganz fantastisch gekocht, oder? Ja. Also ich sage, das ist jetzt eine richtig schöne russisch-bayerische Symbiose, was wir da gemacht haben. Ja, hat mir Die Spaß. Töpfchen, die Kalbsbrust, Wunderbar. hat mir auch Spaß gemacht. Und das werden wir auf alle Fälle alle miteinander gescheit essen. Freue mich drauf. Jetzt probieren wir. Ja, war schön in deiner Küche da. Das ist sehr schön. So, Elena, jetzt Ja, haben wir geschafft. haben wir geschafft. Jetzt haben wir unsere Kunstwerke. Da sind schon alle da. Ja. Das ist doch wunderbar. Du verteilst die Töpfchen. Gut gelaunt beginnt die abschließende russisch-bayerische Schlemmerei. Da musst du Zum Wohl. Zum Wohl. Victor. Prost. 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 Wie heißt das? Nastrarovi, oder wie heißt das? Na здоровье. Nastrarovi, aber Lass mir uns hat's schon schmecken, schnell. ja. Aber den vertrage ich nicht. So, jetzt bin ich gespannt, was der mit einem Töpfchen schmeckt. Ja, schaut schon gut aus. Salat ist sehr schön. Schmeckt wunderbar. Ist fein. Wirklich sehr fein. Fleisch auch sehr gut. Also dein Topf ist Weltklasse. Was ist mit dem Salat, den musst du noch essen? Sehr gut. Das ist gesund, Victor. Musst du auch noch essen, der ist gesund. Ich hab schon alles. Elenas und Viktors Verwandtschaft und Freunde feiern mit. Ob bayerisch oder russisch, allen schmeckt es. Und zum Abschluss etwas Besonderes. So, und jetzt haben wir noch eine richtig schöne russische Party, oder? Du machst jetzt noch richtig so den Punk los. Dann würde ich sagen, dann hau in die Tasten, oder? Lass uns noch mal richtig krachen. Не слышны в саду даже шаги. Все здесь замерло до утра. Wieder mal hat sich für Fritz seine Reise gelohnt. Bald macht er sich wieder auf. Dorthin, wo es heißt, Bayern ist bunt. Дороги подмосковные вечера.